genau wie gerade nichts zu melden haben. Ja, ja. Vielen Dank für die Blumen und willkommen zurück, Leute, hier zu The Witcher 3 Wild Hunt im Let's Play. Und ich wollte es eigentlich in der heutigen Folge vor allem da mit dem Geldtrick und so ein bisschen, naja, vorführen halt. Klappt aber leider nicht so, wie es soll. Warum? Ganz einfach. Es soll dieser Händler hier sein, der uns die Muscheln und Seemuscheln verkaufen soll. Und zwar tagsüber. Wir haben momentan 14 Uhr nachmittags. Ich versuche morgens um 8 Uhr, 9 Uhr, 10 Uhr, 11 Uhr, alles bis abends um 6 und so. Und er macht einfach nicht das, was er soll. Zeig mir deine Ware. Genau, und hier sollte er für uns eben zum Verkauf haben Muscheln und Seemuscheln. Hat er aber nicht. Ja, das ist ein bisschen doof und so. Ich verstehe nicht ganz warum, weil ich habe dem noch nie was gekauft. Seht zumindest nicht, wann ich das mal gemacht haben soll. Bis dann. Und muss ich offscreen mal gucken, ob ich vielleicht auch wieder einen Falschhändler gefunden habe, was irgendwann ab einem bestimmten Zeitpunkt des Spiels funktionieren muss. Oder aber ob irgendwie ein Update gekommen ist, wodurch es nicht mehr funktioniert, keine Ahnung. Ja, wenn man halt die Muscheln von ihm hat und dann kann man diese dann abends, seht ihr auf der Karte rechts oben, hat es hier drüben irgendwie so ein Symbol für ein Handwerk, und zwar hier. Kann bei dem das halt abends zerlegen lassen und dann wieder tagsüber dem Händler wieder verkaufen. Also sprich halt die Perlen, die aus den Muscheln kommen. Das ist relativ ein gutes Verfahren, weil die Muscheln sind nicht so teuer, für die Perlen kriegt ihr halt sehr, sehr viel Geld. Ja, aber mir klappt es jetzt irgendwie nicht, deswegen lassen wir das mal. Und machen dann momentan noch mit der Hauptstory weiter und ich gucke mal nach, ob das irgendwie doch noch möglich ist. Vielleicht dann halt erst in 2, 3 Folgen. Erstklassige Schwerter. Dankeschön. Wärst du imstande, eine Rüstung in Meisterqualität herzustellen? Na, die Gesellenprüfung habe ich zwar bestanden, aber eine Meisterrüstung habe ich noch nie gemacht. Vielleicht könntest du es in Velen versuchen. Dort lebt ein Zwerg. Fergus heißt er. Die Leute in der Zunft sagen, dass er der beste Rüstungsschmied südlich vom Ponta ist. Alles klar, dankeschön. Zeig mal, was du anzubieten hast. Ihm noch wählen. Okay, jetzt kann er natürlich die Dinger mal verkaufen. Meint sowieso vom Schaden her und so. Ihr seht ihr, minus 36 und so weiter. Da braucht natürlich kein Mensch mehr. Die will ich lieber noch ein bisschen lassen. Die hier haben schon so viel investiert darin. Die war sowieso kein Mensch. Sieht doch hässlich aus in dem her. Kavalierhose kommt auch weg. Die behalten wir mal noch, falls unsere irgendwie kaputt gehen sollte. Mal der Stahl war so. Anders habe ich gar nicht mehr. Komm, geht die auch weg. Was sonst auch nichts irgendwie im Sinne von Perlen oder Muscheln irgendwie zum Aufreißen so etwas war? Nö. Man sollte es eigentlich erkennen, war, wenn man so etwas hätte. Oder gibt es der uns? Ja, immer nicht viel, weil muss eigentlich beim Händler Handwerkerzutaten zerlegt werden. Ich glaube das, wobei wir haben 5 Stück davon, 85. Moment, gucken wollte. Hier, diese war Intensität. Klingt zwar alles gut und schön, aber glaube ich, ist noch ein bisschen zu früh, um sich darauf zu fixieren, oder? Ich meine, ist noch nicht so viel Wertvolles dabei. Haben wir hier irgendetwas Besonderes? Wow, Alter. Hoho, Kohle. Ja, klar, genauso viel wie ich habe. Wollten wir verarschen. Was viel teurer, aber hat viel weniger Wert, das ist auch nicht schlecht. Bessere Stiefel, nee, komm, das ist alles noch viel zu teuer, Freunde. Das kann ich später alles mal noch machen, ein bisschen mehr, naja, das nötig haben und so. Momentan, nee, sehe ich nicht ein. Handwerk, dann noch irgendwas vielleicht zerlegen, mal gucken, was wir noch hätten. Den aber warum, kriege ich Eisenerz draus? Das ist ein Buch, ist auch nicht schlecht. Reines Silber, eben Silberbarren. Aber zerlegt das mal, wa? Da bin ich sicher mal froh drum, wenn ich das jetzt mache. Sonst irgendwas, was man gut zerlegen könnte.
Monsterherz, Monster-Essenz. Essenz. Ich glaube, Essenz lassen wir momentan noch. Ertrunkenen Gehirn. Monsterblut. Pfui Teufel. Nein, na gut, mittlerweile kann ich recht viel schon verkaufen. Ja, sicher mal die alten Schwerter, war. Saphirstab, kleiner Cornerbock, ohne Stein. Oder vielleicht das hier mal noch, da habe ich auch viel investiert. Ne, komm, lassen wir noch. Reparieren sicher mal. Also, was wir halt ausgerüstet haben, war. Ausgerüstet, die braucht es noch nicht. Den aber sicher mal. Wieso ist der schon so schwer beschädigt? Verstehe ich auch nicht. Ob ständig alles kaputt geht. So, hätten wir, ja, Handwerk. Explosiver Bolzen, der wäre sicher noch geil. Natürlich fehlt noch etwa die Hälfte. Nicht dann schlecht. Plus 12 Silberschaden. Ach du Scheibenkleister. Wie viel kostet mir das? 1705 wollte mir fahren. Aha. Hä? Da jetzt oben steht so viel, unten steht Preis 40 gegen und herstellen, dann schlecht. Den könnte ich mal machen. Wirkungsdauer mehr, Silberschaden plus. Ja, komm, wir machen mal den hier. Wie bist du falsch Handwerker? Naja, links oben steht es ja. Falscher Handwerker, nicht schlecht. Oh Mann, wir können zwar die anderen machen, aber eine bessere Rüstung war. Alter Schwede. Die Zutaten finden, ich glaube, die hätten wir sogar alle, war? Da können wir zerlegen lassen, kaufen. Ja, okay. Gut, vor allem denken wir sowieso, wir kommen noch öfters in Novigrad vorbei. Jetzt machen wir doch erst mit der Hauptstory weiter. Also der falsche Handwerker, Stiefel. Zutaten ist sowieso schwächer, also Tschüssikowski. Bis dann. Sehr schön aufgewertet alles. Wunderprächtig. Ja, bin nicht auf mich, ja. Okay, dann ab zu unserem scheinbar besten Kumpel. Also sprich, zu Gira als besten Kumpel. Was soll ich denn jetzt machen? Vielleicht arbeiten? Faules Paket. Also merken wir uns, Händler und Schmied haben wir gefunden, aber der Händler will uns noch nicht verkaufen, warum auch immer. Muss noch recherchieren, warum das genau so ist. Hoffentlich, wie gesagt, können wir das im übernächsten Part dann mal aktiver angehen. Ein Schmerzbringer. Geralt von Riva, Schmerzbringer vom Beruf. Der wäre auch nicht schlecht. Die Tempelwache lässt sogar dich in die Stadt. Irgendwie gehe ich hier einmal um die Straße rum, war? Straße sage ich schon, die Stadt rum natürlich. Hilfe! Eine Glatze Hilfe! So, plötzlich hier, aber das ist gar nicht plötzlich, doch, wollte gerade sagen, sieht von hinten ein bisschen anders aus. Entschuldigung, klingt falsch, aber es war echt so. Kuckuck! Was, wollen wir verarschen? Geh zu Rosmann und Thymian, ja, hier bin ich, aber was soll denn jetzt verschlossen? Ja, toll. König Radovid wird den Norden retten, wer es glaubt. Hilfe! Rette mich! Bei den Titten einer Mittagserscheinung. Du bist ja ein größerer. Lasst euch hier nie wieder blicken, ihr miesen Schnorrer! Wir wollten nur... Nächstes Mal reiß ich dir beide Beine ab und ramm sie dir in den Arsch, bis du Zehennägel kotzt! Geralt, wie immer genau zur rechten Zeit. Zoltan, wie immer mit dem Stiefel in fremden Ärschen. Wer waren diese Männer? Örtliches Gesocks. Ich war nur einen Moment lang weg und schon haben die sich bei uns breit gemacht.
Na schön, da ist wohl ein Frühjahrsputz fällig. Ich muss sie alle rauswerfen. Hilfst du mir? Mit Vergnügen. Klar, wieso nicht? Zusammen, Jungs. So, wer zuerst? Genau wie in alten Zeiten, was? Ja, als hätten wir Bergen nie verlassen. Ich sagte doch, das ist eine So, ohne Schaden übrigens. Na also, das lief gut. Jetzt können wir uns endlich anständig begrüßen. Ist ja ewig her. Na, Sultan, gut siehst du aus. Bin in letzter Zeit gut in Übung. Mahakama Med kann man jetzt im Krieg natürlich vergessen. Aber redanisches Bier ist auch nicht verkehrt. Aber du siehst mitgenommen aus. Was betrübt dich? Die etwas unpassende Musik meiner Meinung nach, aber egal. Es geht um Ciri. Ich weiß, dass sie in Novigrad war. Oder noch ist. Du meinst, sie ist zurück? Donnerwetter! Ob ich sie überhaupt erkennen würde? Wie lange ist es her? 6 Jahre? 7? Aber was würde sie hier wollen? Sich verstecken, schätze ich. Sie könnte in Gefahr sein. Hast du von ihr geträumt? Ein paar Mal. Von ihr und der wilden Jagd. Oh, nicht gut. Nein. Aber ich weiß, dass sie hier war und mit Rittersporn gesprochen hat. Dann haben wir ein Problemchen. Wo ist Rittersporn? Ha, das wüsste ich auch gern. Vielleicht könnte er mir erklären, was zur Hölle hier los war. Ich bin gerade zurückgekommen, wie du gesehen hast. Hab mich auf einen Schweinebraten und ein kaltes Bier gefreut. Und was erwartet mich? Ein Saustall. Rittersporn weg, die Taverne rappelvoll mit Pennern. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Sehen wir uns mal um. Vielleicht finden wir irgendwelche Hinweise. Gute Idee. Fangen wir im Erdgeschoss an. Da sitzt und schreibt er immer. Ja, hab's vorhin bereits das Fenster durchgesehen. Was uns noch etwas zum Plündern, weil wir sind alte Freunde und so, ist kein Problem. Brief einer dankbaren Muse. Du liest anderer Leute Briefe? Mein Antlitz so rot und heiß. Ich fiel der reinen Ekstase anheim. Trank ihren Nektar. Mit deinen verständigen Fingern an den vibrierenden Seiten meiner Seele. Bäh. Das klingt Die Chroniken von Narnia. Ah nein, nicht Narnia, aber was anderes. Balladenwettbewerb. Silberner Lorbeer, verliehen an Meister Rittersporn. Durch Prinz Hereward höchst selbst. Und das Fest, auf dem hinterher die Preisträger gefeiert wurden. Die Fakultät der Universität Ochsenfurt hat die Ehre, Julian Alfred Pankratz, Viscount de Lettenhove, den Titel Meister der 7 Geisteswissenschaften verleihen zu dürfen. Ich vergesse immer wieder, dass er diesen albernen Namen hat. Aus den besten Weingärten. Jedes einzelne Fass. Niemand kennt sich besser mit Wein aus als Rittersporn. Interagieren? Aus den besten Weingärten. Jedes einzelne Fass. Ich dachte ein bisschen Niemand kennt saufen. sich besser mit Wein aus als Rittersporn. Rittersporn, was ist denn das für ein Name? Täuscht mich, oder finden wir plötzlich immer mehr Items als früher? Muss sagen, Sultan finde ich noch cool. Rede mich ein bisschen, also die ganze Aufmachung sowieso ein Herr der Ringe. Naja. So, jetzt aber. 10 Fässer trockener Toussaint, 5 Kisten dreifach gebrannter Met aus Sodden. Hier ist nichts. Doch, das hier ist genau das, was wir suchen. Sein Terminkalender. Rittersporn und Planung. Köstlich. Außerdem dürften seine Einträge hier einem Spezialsystem folgen. Chaos, das nur er entziffern kann. Meistens. Gib dem Ding eine Chance. Vielleicht ist es nicht so schlimm. Mit diesem hübschen Etablissement hat er auch hübsch viel Verantwortung geerbt. Zum Beispiel Buchhaltung. Außerdem hat er sich angewöhnt, seine Termine zu notieren. Offizielle und private. Wen hat er in letzter Zeit gesehen? Ah, hier.
Er hat sich in letzter Zeit nur mit Frauen getroffen. Der Hund. Der Glückliche. Zoltan, bitte. Du willst die Frauen aufsuchen, die Rittersporn in letzter Zeit umgarnt hat? Die dürften mittlerweile recht wütend sein. Hast du eine bessere Idee? Außerdem ist Rittersporn eine Plaudertasche. Bestimmt wissen sie, was er so getrieben hat. Wir sollten sie irgendwie aufteilen. Vielleicht... Ach, scheiß drauf. Ich frag die Mädchen auf meiner Seite, du die auf deiner. In Ordnung? Zoltan, warte. Das ist in Reimform. Und das findest du weswegen ungewöhnlich? Na toll. Wir treffen uns hier, wenn wir fertig sind. Tauschen uns aus. Recht hast du. Ich muss noch ein bisschen aufräumen, bevor ich gehe. Ich habe keine Lust, in dieses Chaos zurückzukommen. Und du hast deinen Teil besser gelesen, bevor du abdampfst. Wenn du was brauchst, ich bin nebenan. Die Mätressenliste, okay, dann schlecht. Lies seinen Terminkalender. Ich schätze mal im Inventar drin. Rosa veratre. Von Adel spricht Rosa nie unverbrämt, wie die Rose, die sich der Röte schämt. Was scherzt sie der Anstandsunterricht? Sie schwingt ihren Zwerg, mehr will sie nicht. Bezaubernde Villa mit großem Garten in Gildorf. Molly. Ah, ne, meine, das war Rosa, Entschuldigung. Molly, zwar kennt sie gut den Hauch von Samt und Seide, im Liebesrausch verschmäht sie nicht das Stroh der Weide. Gildorf, Villa neben der Leichenhalle, okay. Vespulla, obgleich schüchtern ihr Blick keine Liebschaft sie scheut, um mein Herz je schmilzt, fragt sie mich, wie wär's heut? Ja, und schlecht. Ferne Quäscherei in der Pontarmündung. Marabella, himmlisch tötiges Schrei hinter geschlossenen Türen, doch auf der Bühne vor lautem Schnarchen ist kaum zu hören. Hören, wenn schon, wobei das klingt irgendwie falsch. Die Scherben am Armenplatz. Ideal. Ein seltsames Wesen von zweifacher Art, gib ordentlich Acht, was sie dir offenbart. Schneiderei gegenüber der Gerberei. Ach du Scheinkleister. Ich will Level up, komm schon. Sprich mit Zoltan, wieso ist das Quest drauf? Noch immer hier? Suchst du was? Ach, ich will nur gucken, ob die Strolche auch nichts mitgenommen haben, um es zu versetzen. Eigentlich ist es gut, dass du noch hier bist. Ich wollte dich nach jemandem fragen. Ja, mach ich nach allen, wa? Zwar kennt sie gut den Hauch von Samt und Seide, im Liebesrausch verschmäht sie nicht das Stroh der Weide. Molly, Kammerzofe der Baronin La Valette. Eine Baronin in Reichweite und Rittersporn nimmt die Kammerzofe? Rittersporn beurteilt die Leute doch nicht nach ihrem Stand. Du weißt doch, was er sagt. Im Alkoven sind wir alle gleich. Tja, ein echter Poet beobachtet alle Aspekte des Lebens und untersucht es aus allen Perspektiven. Ja, wenn er meint. Wüsste ich es nicht besser, würde ich denken, dass er wegen dieser Marabella eifersüchtig ist. Ach, wohl kaum. Ehemalige Schülerin und nach den Geschichten, die er mir erzählt hat. Die will ich bestimmt nicht hören. Nein, willst du nicht. Das Ding zwischen ihnen ist irgendwann seltsam geworden. Was meinst du damit? Er sollte sich verkleiden und sie begann ihn Christian und sich Anastasia zu nennen. Wirklich pervers. Das war nicht mal alles. Sie nannte ihn ihren Hengst. Der Depp war natürlich geschmeichelt, bis sie Kandare und Zügel aus dem Schrank holte. Der arme Kerl ist durchs Fenster geflohen. Rollenspiel und nicht Iva. Naja, jedem das seine. Vespulla kommt mir bekannt vor. Hat sie nicht mal seine Unterhose aus dem Fenster geworfen? Genau, Hat sie nicht gebrüllt, er sei ein Mistkerl mit der Stimme eines krächzenden Fasans? genau. Und ihn mit Blumentöpfen beworfen? Alte Liebe rostet wohl nicht. Wow, wenn das Liebe ist, dann gute Nacht. Von Adel spricht Rosa nie unverbrämt, wie die Rose, die sich der Röte schämt. Was schert sie der Anstandsunterricht? Sie schwingt ihren Zwerg, mehr will sie nicht. Zwerg? Für so bescheiden hätte ich ihn nicht gehalten. Rosa Baatre hat ihr Gwihir Zwerg genannt.
guter Name, was? Na schön. Aber war Atre? Ist Ihr Vater zufällig der nilfgaardische Botschafter? Genau der. Kennst du ihn? Das ist übertrieben. Ich habe im Palast in Vysima kurz mit ihm gesprochen. Na, dann weißt du ja, was für ein Typ er ist. Rittersporn sollte Rosa und ihre Schwester in Rhetorik unterweisen. Aber die kleine Rosa war mehr am Schwertkampf interessiert. Sie hat es gewagt, den großen Barden zugunsten eines gewöhnlichen Schwertmeisters zurückzuweisen? Wohl nicht nur ihn. Erst letzte Woche hieß es, dass wieder ein Lehrer vertrimmt wurde und aufgegeben hat. Angeblich sucht ihr Vater jetzt wieder ein Opfer. Einen Lehrer, meine ich. Alter, was für ein Spiel. Ein seltsames Wesen von zwiefacher Art. Gib ordentlich Acht, was sie dir offenbart. Aha, von dieser scheint er fasziniert zu sein. Nicht ohne Grund. Ich bin zwar nicht an Elfenfrauen interessiert, aber diese ist außergewöhnlich. Selbst Francesca Findabair wäre eifersüchtig. Willst du dich also um sie kümmern? Nee, du kannst sie haben. Warum? Weißt du, Elfenschönheit ist wie ein junger Beauclair-Wein. Und ich bin eher ein Freund des Wodkas. Ja, nee, ist klar. Nun, ich weiß, was ich wissen wollte. Danke für deine Hilfe. Oh Mann, ey, wird immer besser. So, wir haben einen Punkt bekommen, natürlich sehr geil, das muss man gucken. Ich wollte noch ein bisschen mehr auf Täuschung machen, war? Endlich mal. Entschuldigung, das Falsche. Das geht erst auf Stufe 9, wenn ich richtig erinnere, war. Genau, Stufe 9. Gut, ich habe nur einen Punkt bekommen. Naja, was soll's. Hier haben wir den, und zwar die Täuschung wollte ich. Genau, so. Jetzt müsste ich hier eigentlich Stufe 1 haben, wa? Auf dem meisten Gespräch brauchen wir schon Stufe 2 und dann nachher 3 und dann geht es hier unten vermutlich mal weiter. Naja, wird sicher cool werden. Warte, Punkte 4, wieso eigentlich 4 bei Stufe 8? Haben wir bei Stufe 4 begonnen oder was? Ich dachte sonst immer... Aha! Ja, jetzt läuft es natürlich ein, ich Trottel. 2, 4, natürlich 8. Gut, Problem gelöst. Dankeschön. Machen wir uns mal aufwärts. So, diejenigen, die am nächsten dran ist, ich hoffe, das Spiel hat das bereits so geskriptet, wäre natürlich von Vorteil. Ist das ein Wegpunkt? Irgendjemand singt hier. Wäscherei. Okay. Good to know, good to know. Ich zahle jeden Kopper zurück. Mit Zinsen. Gib mir eine Woche. Bitte. Hurensohn ist kein Bankier. Er ist ein ehrlicher Mann. Zahl pünktlich und er beschützt dich. Zahl nicht. Hilfe! Was soll das Geschrei, blödes Huhn? Worauf hoffst du? Auf einen Ritter in schimmernder Rüstung? So ungefähr. Naja, fast. Halt dich da raus, Graukopf. Nicht dein Problem. Ich sage also, ich schulde 200. Uff, ich glaube, die Kohle hätten wir noch, wa? Nein, Beschützer klingt immer gut, aber kriege ich schon mit allen hin, da hoff's mal. Vespula hat jetzt einen anderen Beschützer. Ach, und der wäre? Der Bettlerkönig an schlecht. Ich. Mein Preis war besser. Na schön. Mal sehen, ob du ein Schnäppchen oder ein Reinfall bist. Dem Hexer wird euch zeigen. Oh Mann, ey. Nein, komm mal her. Aua! Stark sind sie, mein Schild ist direkt zerbarst. Blutbesudelt. Alles. Die ganze Arbeit umsonst. Ups. Dank mir nicht. Es war nicht der Rede wert. Versteh mich nicht falsch. Ich bin dankbar, aber was ich hatte, habe ich alles verloren.
Schon gut. Das kann man auswaschen. Natürlich, man muss es nur in weißem Essig einweichen. Aber das ist nicht der Punkt. Das wird Junior mir nicht verzeihen. Entweder mache ich den Laden selber zu, oder er brennt ihn nieder. Tut mir leid. Daran habe ich nicht gedacht. Das Los der Frauen. Die Männer amüsieren sich, die Frauen kehren die Scherben auf. Tja, ich muss wohl nach Ochsenfurt ziehen. Professoren brauchen ja auch saubere Wäsche. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Wir kennen uns. Tja, Doch, ich kenne dich. Du bist dieser Hexer, auf dem ich fast die Vase zerschmettert hätte, als... Naja. Als du Rittersporn rausgeworfen hast. Vom Balkon. Er ist übrigens der Grund meines Besuchs. Weißt du, wo er ist? Bestimmt hurt er schon wieder herum, dieser krächzende Fasan. Der verlogene Schuft. Autsch. Was hat er dir denn getan? Das gleiche wie immer. Dieser König der Schwätzer kam zurück und meinte, diesmal wär's für immer. Und dann, keine Woche später, fand ich ihn am Hafen mit einem Flittchen im Arm. Da platzte mir der Kragen. Erst all die Fragen über die Wäscherinnen aus dem Badehaus und dann das. Ich habe ihn windelweich geprügelt und im hohen Bogen rausgeschmissen. Wieso mussten wir ihr dann helfen? Ach du Scheiße. Was will der Typ da hinten? Naja. Diese Frau, mit der er am Hafen war. Wer war sie? Er hat sie als Nichte aus Kovir vorgestellt. Wohl eher aus Hurvir. Ihr Korsett war so eng, der sind schon die Augen aus dem Kopf gequollen. Seine übrigens auch. Garantiert Künstlerin oder Hure. Ist sowieso ein und dasselbe. Wow, geile Vorurteile. Danke für deine Hilfe. Hör mal, wenn ich Rittersporn sehe, soll ich ihm irgendwas ausrichten? Nein. Das heißt, sag ihm, er ist eine miese Schlange, aber er darf trotzdem gern vorbeikommen. Der muss ja als Liebhaber echt talentiert sein. Wir haben immer nur anderes viel Glück. Nee, Quatsch, beiseite natürlich. Alles in Ordnung bei dir? Hä? Scheinbar schon. Okay, Freunde, mal vielen Dank fürs Zusehen. Das war's mal für heute hier bei The Witcher 3 Wild Hunt. Nächsten Part geht's hier weiter. Mit, mit den anderen Mätressen, wenn ich es mal so formulieren darf. Und dann mal gucken, wegen diesem Geldglitch, wobei Geldglitch ist kein richtiger Glitch, sondern einfach nur ein kleiner Geldtrick und so. Und was sonst auch alles so anstehen mag hier in Novigrad, bevor wir dann endlich mal Ciri treffen. Aber natürlich muss er vorher, bevor ich hier die schöne Stadt verlasse, unbedingt nochmal Triss besuchen gehen. Nicht wahr, Geralt? Ja, da freut er sich. Also, ja. Ich hoffe zumindest. Egal. Bis dahin, ciao zusammen.